Goedemorgen Sola. Is dit een schijner Vodasch Dach, Happy Father's Day, oder ist es ergens weer treurig hier? Wel, ich hoffe, keiner ist treurig und das ist keine Ursache, treurig wird zu sein. Dankeschön für das, was hier alle boven gedenkt haben von dir. Und irgendwo ich mir war da staunen muss, als Pastor Eich, der redet viel besser Plattdeutsch, als ich dachte, der deed. So, ich sehe ham, er soll noch mal Plattdeutsch reden, aber ich glaube, ich wollte ein bisschen Dollar absetzen, dass er someday wird. Well, das ist nicht der Topic von dir. Vodasch Dach. Das ist einmal das Jahr und das ist jeder Jahr. Und ich wundere, was kann ich von dir sagen, was die noch nicht gehört haben, was die nicht alle weiten tun. Und ich will von womöglich nicht kennen, ich will vielleicht so eine Dinge sagen, was die, ein Teil so eine Dinge sagen, was die Eier gehört haben, vielleicht so, was ich selbst Eier gesagt habe. Aber das, wo wir von dir sehen. Den 22. April, dann hat wir, und ich will mir hier was Englische Wort lernen, Earth Day. Ich glaube nicht, dass wir viel Wort davon weiten, aber ich weiß, dort wird der Tag. Den 8. Mai, dann haben wir hier Vodasch Dach. Dort wollen wir besser an. Und von der aus den 19. Juni haben wir Vodasch Dach. Ich kickte mit der Goal, mit, wanneer hat das angefangen, oder wer hat das angefangen? Das ist 112 Jahre terug, krijg van deel. De 19. Juni und in 1910 haben die in der Stadt das erste Mal ein Vodasch Dach gehabt. Und dat, die Ursache, da wo das gekommen wäre, da wir eine Frau mit dem Namen Sonora Smart, wo das auffangen deed. Wird zweimal befreit, aber beide früher wären gestorben und wir hier da mit 14 Kindern. Und so wie einmal auf einem Vodasch Dach fast gewesen, und das hat er interessiert. Und so hat sie gedacht, weil da würden noch mehr Fotos sein, was da Kinder hatten, was da allein wären. Und sie hat das abgestellt. So dass wir den 19. Juni und den 1910 kriegt 112 Jahre zurück von dir. Wann so ein Tag was das ist, oder wann Vodasch Dach ist, da wird zum Beispiel am Vodasch Dach wird dem Mutter Dollar gelobt und gesagt, was die Gute tun. Wenn das ein Tag von der ist, so ist die Vodasch, da wird einfach ein bisschen Dollar gesagt, was wir sollen tun, was wir haben können tun und so weiter. Well, ich war von der, glaube ich, beides nicht. Ich war das nicht, und je waren die Tide vielleicht zu denken, wow, das jetzt sich nicht sein, nur Father's Day. Wenn ich einmal was sagen, dass die waren, die Uhren zu holen, da war ich probieren, anders zu reden, aber solange ich das nicht sage, da war ich bei mir Nots bleiben. Ich probiere zu gucken, was die Bibel davon sagen deed. Und wir fingen nicht, so wie das ich weiß, dort Wort Father's Day oder Mother's Day in der Bibel. Aber wir fingen ein Teil Dinge, was wir können, dort zu brauchen. Ein Schriftgelehrter kam einmal noch Jesus und dann fragte, Meister, was ist das letzte Gebot im Gesetz? Jesus sagt, liebe dem Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Hort, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und das letzte Gebot. Und das zweite Gebot ist mit dem Glück. Du sollst deinen Nachbarn so gut sein als dich selbst. Ab diese beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Weil das wir nicht sagen, dass das verfordert wird, aber was Jesus hier sagen wird und was der Vodasch Dach wirklich auch meinen soll, wenn wir dort in ein Wort würden anstellen, dann glaube ich, würden wir sagen, live.
En als dit schriftgeleerde oder Pharisäer Jesus vrouw en dit woont het raadste gebouwd weer, dan moeten we kijken wat hij zegt. En hij zegt, leef God dienen Herren, oder leef dienen Herren dienen God. Niet maar bloos met het muil, met het ganze hart en met al dient wat je hast. Du hast nicht gratis als staat. Wat Jezus wirklich meinen deed te zijn, is dit. Hij zal nummer 1 God leven, nummer 2 hij zal zijn Kinder leven, en nummer 3 hij zal alle mensen leven. En dan zijn we alle damit angesloten. 1. Korinther kapitel 13, en hier wordt me wat een paar Engelse weer lezen. Dat wordt op Engels genaamd de Love Chapter. Dat levenskapitel, maar dat heet zich niet ganz so goed. En door de laatste vers, de 13e vers, daar zegt dat, nu blijven ons geloven, hoopning, lief, deze 3. Maar dat grootste onder die is nog lief. So je komt er wat uit, lief is nummer 1. Dat is voor jeder vader wat hij is, maar ook voor jeder een wat niet een vader is van jou. Dat is voor alle mensen, dat is voor jong en voor oud en voor allen. En ik geloof dat is wat God werkelijk wil hebben. Want wie God wil wijzen, wo wir am leven, dan kijken we niet het eerste naar God. Dan kijken we naar onze Kinder, naar onze Mitmenschen. En daarmee, zoals we die leven, den weg leven we God. Dat is een weg dat te bewijzen. We willen vandaag nog 2 maanden im Oude Testament kijken, wo die ihre families behandelen deden. We zijn als we waren een onderscheid zijn. En het eerste dat is Abraham. Abraham woont met mensen, hij weer een geweldige mens, dus de mensen dan weer, maar dan roept God hem daaruit, hij wordt hem een ander land wijzen. Hij zegt niet wonderd wie, hij zegt bloos kom eruit en dan wordt die wijzen. En hij deed dat, hij was gehoorzaam. Hij had een nephew, dat heet Lot, dem zijn vader was al gestorven en ik geloof Abraham wordt zich dem vielleicht aan nog aangenomen. Dat kwam met hem mee. Dan in 1. Mose kapitel 13 vers 2 zegt dat Abraham weer zeer goed af, wie würden sagen, hij was zeer rijk, hij had veel vee en zilver en gold. En dan een paar versen wieder, dan zegt dat, en Lot, die met Abraham weer, had ook vee en schoop en zelten. Dat is een klein beetje anders. Maar die waren taub, maar die hadden ieder ihre herden vee. We wollen nicht all dat lezen, aber sie hadden gehoord wat nur dat vee zijn deden, wat dat heiden deden. En die zankten zich ondereinander eigenlijk. En dan in vers 9, daar zegt Abraham, hier is een groot land voor ons. Trag een eentje van mij weg. Wanneer du naar Noorden tragst, trag ik naar Zuiden. En wanneer du naar Zuiden tragst, trag ik naar Noorden. So Abraham zegt zu zijn nephew, wir nicht sehen, dat wir zijn nephew, wanneer du een eentje naar Noorden tragen des, dan word ik naar Zuiden. Wanneer du naar Zuiden des, word ik naar Noorden. We willen een eentje een. Dat versen zijn ook, da sagt Abraham, dat is niet neidig, dat onze hart zich ondereinander zanken, nog veel weniger wie zijn vriendschap. Lot kijkt een beetje aan, wo dat land deed. Ik geloof, hij wordt vielleicht een beetje meer als plus van een stad gekeken hebben. En dan zag hij, nou, die kanten om Jordan, daar weer fijn het land, fijne weid. En daar wist hij, daar weer allemaal water. Zo hij wil zich dat beste. En dat is wat Abraham aan die gelegenheid geeft. Abraham had zich middenloten, dat zal vielleicht het eerste zijn, maar hij deed niet. Hij liet God het beste willen en hij neemt dat wat niet ganz so goed weer. Dan, wanneer het wieder de lijn ging, dan kwam dat bijmaal dat Lot die woonde in Sodom. En dan kwam een andere kennis en verplinderden Sodom en Gomorra, namen alles met wat in gevallen deed. Sogar Lot met zijn familie, met al zijn hebben, nam die met. Jemand war dort aan wat
Abraham dort kon sein, und Abraham ging dem Hingeran oder ran dem Hingeran oder wo immer das wir, und der Rat Lot durchrüht. Dort wir sein Nephew, er lebt ihm, und er rat ihm, und er bracht ihm mit alles trägt, was Lot hat. So, er hat Leib für sein Nephew, und er helpt ihm. Abraham und Sarah, die hatten einen Sohn, der heißt Isaac, und ich weiß, die sind alle nur bekannt damit. Dem rekende sie sehr viel, zoals wir unsere Kinder auch tun. Aber einen Tag dann stellt Gott einmal beprobt. Und dann sagt er zu ihm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du viel rekennst, hat er die Plattdeutsch gesagt, den du sehr gut bist, und go nur in die Gewässer steht und opfer den dort vor dem Herrn. Gott hat über zu Abraham gesagt, von die sollen Volk worden, so viel aus den Sternen am Himmel, oder so viel aus der Sandkerne am Meer. Wo schafft das? Nu soll ich dem gehen opfern, want mein Opfern, das meint dem ein schweres Wort über Schlachten. Die Bibel, die plattdeutsche Bibel braucht das Wort. Aber Abraham war gehorsam. Den nächsten Tag, die Bibel sagt, er stand tätig ab, spul wat halt, zurde den Esel ab, nahm Isaac und dann gingen sie auf. Aber am dritten Tag, 3 Tage hadden sie gegangen, dann auf einmal als Abraham abcheckt, dann sagt, okay, du hast der Boy, was Gott sagt, wo wir hingehen sollen. Eigentlich hatte ich für jeden. Er nimmt 2 von seinen Dienern mit. Da seht er zu seinen Dienern, blieb jemand den Esel hier, ich und Isaac wollen gehen da anbeten. Und wenn wir angebeten haben, dann wollen wir zurückkommen. Abraham war gehorsam. Er ging, so es Gott gesagt hat. Ich glaube, ich dachte an, was Gott Eier gesagt hat, was das soll von einem Fall geben. Nu wir det, kein det da, aber wenn wir horchen dann, wo er das sein, dann kann wir verstehen, dass er auf den Fall vertrauen, dass er auch Isaac wollen zurückkommen. Er sagt, wenn wir angebeten haben, wenn wir Gott angebeten haben, da wo wir zurückkommen, nicht ich, da wo wir zurückkommen, so das meint er bad. Das sagt uns, dass Gott Abraham hat vertrauen, Gott wird irgendwas tun, dass das schaffen wird. 3 Tage mussten sie gehen. Wenn er hat so wohl tun als Jona, hat er lange Zeit gehabt, einen anderen Weg zu nehmen und das nichts zu tun, als Gott gesagt hat. Aber er tut nichts als Jona. Jona, der soll nach einer Kant gehen und der andere nach der anderen Kant. Abraham tut das nicht so, er war gehorsam. Und in Kapitel 15, Vers 6 sagt, dass Abraham glaubt Gott und dort wird ihm zu der Gerechtigkeit angerechnet. So dass wir nicht umsonst, wenn er Gott gehorsam wird. Er tut, was Gott gefallen tut und er bleibt bei dort. Er wird gehorsam. Und das wird die Bibel sein, das wird ihm zu der Gerechtigkeit angerechnet wird. Und wenn wir kicken dann oder lesen dann im Neuen Testament, der Hebräerschreiber, der hilft dort noch einmal rüt, was Abraham tut, und dann kann kommen gerade diese wir durch. Abraham, der rechnet sein Sehen sehr viel. So viel als er dem rechnen tut, er tut, was Gott sagen tut. Er folgt Gott sein Befehl, nicht seine einige Feilungen. Ich glaube, Feilen tut er nicht nur dort zu tun, was er soll tun oder was er am Weg wird zu tun. Sie kamen, was da steht, wo sie den opfern sollen, er bietet einen Altar und der das halt dann ab. Und dann sagt die Bibel, dann bunker er ihm da hängen, der Feithaupt und lädt ihm dann ab und hat das Maß erreicht. Und dann, als das ganz auf der letzten Minute wird, dann sagt das in Vers 11, Abraham, Abraham, du den Jungen nicht. Und dann sagt der Engel oder die Stimme, nu weiß ich, dass du Gott gehorchen hast. So das passt so aller taub.
Aber dann ist hij is 11 geworden, en Isaac ook al 11 weer, maar hij had nog niet een vrouw. Dan zag Abraham dan nog dat hij een goede vrouw kriegen. Zij woonden mank de Midianiter, en Abraham wil niet gaan dat hij van die vrouw zal. Dan nam hij zijn versten Deiner, wat hij had, dat hij zal terug naar dat land kunnen, waar zij abgewassen werden, en dat vanuit zijn volk een vrouw nemen. En dat weer Rebecca, want je de geschichte, ik weet je kan de geschichte. De holt Rebecca, dat is nog een deel versen, we kunnen nog een deel interessant van dat lezen en vertalen, maar direkt niet alle taufen deel. Maar die ging doorheen, reisde doorheen met zijn kamelen, had een deel geschenken met en bracht die miaal met voor Isaac. Dus Deiner, die wist niet goed wat hij dat would doen. En als hij wat door weer, dan bed hij te God, dat God zal hem dat wezen, woont hij weer. Ik had ook niet graag gelezen, maar wanneer die miaals worden uit de stad komen en Vodasch schapen, dat die worden aanbieden, ze worden voorzien kamelen ook. Dat wordt die zijn. En dat weer Rebecca wat er komen deed. En dat is waar dat alle schafen deed. So, Abraham zegt dan nu, dat zijn, dat wordt goed gaan. Dat hij wordt een goede vrouw gaan, dat wordt schijn gaan en dat wordt schijn het leven zijn. En wie dat alle lezen, dan krijgt ze het bij ons verder. Dat stemt niet alle ganz krijgt, dat ze einmal krijgt stemmen deiden, aber de Bibel zegt nog niet dat ze een schlechtes leven hadden, maar dat goed schaffen deiden. Dan, wanneer we even gaan naar de nächste Geschichte, dat is 2 generationen wieder. Dat is Abraham zijn grootzoon, Jacob. Den ken je ook in de Bibel. Jacob had 12 zoons. Hij had meer als zijn grootvader. Hij had 12 zoons, maar Jacob maakt een onderscheid in zijn jongens. Hij had 12 zoons en een dochter, maar de Bibel redt sehr wenig davon. Aber von diesen 12 zoons, daar wir een man, wem hij meer rekent als de andere. En dat weer Jozef. Jozef weer de tweede jongste. En de Bibel zegt, wils hij al alle geworden weer als Jozef geboren weer, dat weer de oorzaak, wo wir in hij meer rekenen deed. Ik weet niet meer was dat alle krijgt, bloß weer in staat weer, aber dat stimmt, dat hij rekent in meer. Dan zegt de Bibel dat hij maakt den een zeer strom en bunt en rak. En als de andere jongens dat zagen, dat dan was de hoed nog een beetje, dan kunnen ze hem nog slechter leiden. Ze leiden dat niet, dat vader Jozef meer rekenen deed. Er waren andere dingen. Jozef had 2-mal een droom. Einmal droomde hij dat ze weer op de stapen deden door Gorven merken. En zijn Gorven en zijn vader, zijn ma meer en 11 anderen, die bouwen zich alle aan. Dat geval de jongens zeer slecht. Nächste Mal had hij gedroomd dat de zon en de maan en al stieren bouwen zich aan. En dat maakt de jongens zeer bossig, dat hij zo'n zijn deed. Dat waren dingen wat passeren deed in de familie, wo zij met handelen deden. Jozef werd emigriert en als hij 17 jaar was, dat we naar hem, die tijd weer dat alles, so, die hadden veel vee. En zo had Jacob ook een deel vee en de andere jongens die deden vrijheden. 17 jaar was Jozef, dan schickt zijn vader einmal te zijn, wo het met de jongens deed, wo ze vrijheden deden, wo het schaffen deed. En hij ging doorheen, hij nam wat met, de vader geeft hem wat met, wat hij de jongens geven zal, en dan zal hij hem nog recht terugbrengen. Dan zegt het in 1 Mose 37, vers 18, ze zagen hem van nadenken af, dat hij dort kwam, en dan zeiden ze, dort komt een strijmer. En hier komen we een beetje zwaardere weer, en dan zeiden ze, wel we den doodslaan, en dan wel we den door aan een lachen naar smeten,
Und Tüß sei wie ein wilde Tier auf den abgefreten. Sehr kalt. Sie deuten nicht dort, sie schmeißen den lebendig in den Barmen an. Einer von den Jungs, der je von Rot, weil wir dort tun, will er wohl den Plitschkunden den da nehmen und ein Haus schicken. Sie schmeißen den dann an. Ich stelle mir vor, deshalb, ich habe nicht nur behalten, wo dort wir von seinen Brüdern, die wird sein, wo mit unterwegs gegangen. Und dann kamen nur Handelsmann, Medianiter, glaube ich, wir noch, die kamen dort vorbei. Und da verkaufte sie Josef für $20, würde wir sagen, von der Silberstecker. Und sie nahmen Josef mit nach Ägypten. Nu weer ze dem los, nu weer ze den dreimal los. In Ägypten, als sie bei dort waren, Josef, der hat eine gouden Gestalt, den leitet Schmack und Storch. Und da war ein Mann, der heißt Potiphar. Dort war auch noch ein Regierungsbeamter, der kauft sich den als ein Sklav. Und der dient für ihn. Und die Bibel, die sagt dort, Gott sehe in seine Wirtschaft, sei durch dem dort Josef da war. Er sehe in alles, was er hat, und möge dort sei fruchtbar wirken. Potiphar, der rechnet Josef sehr viel, er stellt ihm an, alles, seine ganze Wirtschaft, er hat, was soll ich sagen, er hat Kontrolle über die ganze Wirtschaft. Aber dann wird das Potiphar seine Frau, die sagt, dass den Josef den leitet sehr schmack, und dort wie ein gestockter, feiner Jung. Dann einmal dann fängt sie an, dem zu kicken. Dort wird Scheingun mit denen. Und dann sagt dort, dass sie ein Tag, weil dort wird passiert mehr als einen Tag, aber sie kam noch an und dann sagt sie, komm, leg mit mir, komm, schlaf mit mir, mit meinen Sexhand. Und was so wird Josef hat immer nee gesagt, den Tag gelassen. Demmal kreeg sie an seine Kleider zu holen und dann wollte sie mit Gewalt, aber heran war ich. Als sie das sagen, dass er wegrennen deed, dann schrie sie nur Help und dann kamen die anderen Sklaven, sagen, was los? Und dann sagt sie, was Josef, und sie mir dreht das Futter rum, was Josef hat wohl zu tun, und dann hat sie geschrien und dann sie weggerannt, haben wir seine Kleider durchgeladen. Das war ein passendes Bild. Und als der Mann zu obersten Haus kam, sagte der Krieg dort. Und dann ist der Boss sich und dann kam Josef im Jail dadurch. Wie lange er da war, das weiß ich nicht, aber als er da im Jail ist, dann auf einmal dann kommen da noch 2 Stück näher und dort sind den Pharao seine Diener. Die haben was getan und die kommen noch im Jail näher. Nur eine gewisse Zeit, ich weiß nicht wie lange, das sagt die Bibel nicht, dann haben diese beiden Männer einen Traum danach. Und das merkt dann traurig. Aber dass keiner wer dort ausleihen kann. Und dann sagt Josef, na vertalt mir dem, mal sagen, wo das ist. Und dann vertalen sie dort und dann sagt er, was mit ihnen passieren wird. Den einen, den wollen sie rausnehmen, und den wollen sie hängen, und den anderen wollen sie rausnehmen, und der wird weiter nur seine Arbeit für den König kommen. Und dann sagt Josef, aber denk an mich, wenn du rauskommst, und sag zu Pharao, dass ich hier sehe, und ich sehe hier auch schuldig. Aber das Mann, der war so froh, dass er rauskam, der vergat nichts davon. 2 volle Jahre later, dann hat der König, Pharao, einen Traum. Aber actually 2-mal träumt er, aber wieder dieselbe Bedienung, ich war bloß ein Brocken von dem. Am Traum dort, er war beim Rifa, bei den Nile River, das ist ein großer Rifa, und dann sieht er da 7 fette Kühe rückkommen, sehr starke, gesunde. Und dann hängen dort kommen 7 mehrere, derne, schwache Kühe rück, und die freten diese Fette ab, und die sind noch nichts dicker davon. Das andere Mal ist ein bisschen was anderes, und ich ist sehr besorgt, was dort ist. Aber sie können keinen finden, wer da kann so einen Traum ausleihen als dort. Dann auf einmal sind ja 2 volle Jahre later, fällt diesem, was dann auch im Gefängnis wird, dort bei von Josef,
Und dann sagt er dort von Josef. Und dann hat Josef geholt. Die Hebräer, die hadden een Bord und wie sie im Jail weer, die wordt nicht sehr gleich die Kleider gehoord haben. Die Bibel, die sagt, dass der wird geschäft und andere Kleider getragen, aber ich glaube, wird auch geschauert haben. Und dann kam der Farm König und dann vertalte König an, was dort ist. Und dann sagt Josef, was Gott im Plan hat und was er tun will. Er sagt ihm, da waren 7 rechte Jahre kommen, und da wurden gouden Arend geben, viel mehr ausgebrochen. Und wenn die 7 Jahre waren am sind, da waren 7 Jahre gekommen, wo keine Arend wird geben. Und wenn wir dort alle lesen, dann gibt Josef am da nach ein Rot. Er soll dort alle taubspekeren. Jedenfalls met dort, dat hij den Traum uitleihen deed, die kan het verstaan en die gleift dort. En met den Rot, wat hij hem nog geven deed, dan zegt hij, we hebben keinem, actually, hij vraagt de andere en zegt dan, we hebben endlich keinem Mensch, wat dat beter versteht als dieser. En dan merkte Josef, van der wordt wie dat woord gebroken, Prime Minister. De koning weer boven aan, dat weer de bovenste am land. Jozef weer de tweede am land. Wanneer ik daar aan denk, Samarius weer door im jail en de Englische Bibel die zegt in een dungeon. Dat is endlich in de Erde een laag, wo het klaam en feucht en onmakkelijk is. Zo is weer de prime minister, dat weer een zeer grote wachsel. Maar dat is wat passieren deed. Er waren 13 Jahre vergangen, al vandaan als seine Brüder am verkauft hadden. De Bibel die sagt nicht, wie lange er im Jail war oder wie lange er bei Potiphar war, Sklave war. Aber 13 Jahre waren das al vergangen. So 17 war er aus dem verkauften 13, dort 30 Jahre, wat er dann war, als er Prime Minister wurde. Weil die 7 Jahre die gingen vorbei und das waren alles gouden Arenden und da wird sehr viel Getreide in Ägypten abgespeichert. Die Bibel die sagt dort, dass wir so viel, dass sie hatten nicht mehr Ruhm und Speicher, dass sie da bloß auf Klampelschaden leiden. Als die 7 Jahre anbieren, dann passiert auch klar, was Josef gesagt hat. Da wird das Reich und Heid und keine Arend. Und ich glaube, dass wir noch ein paar Jahre Ende 3 Tiden an, dann Jakob seine Familie, wo sie wir, dann rannten die uit an Getreide und an Nahrungsmittel. Was würden sie nu doen? Und deswegen waren Dinge am Doel verteld, die waren dann nicht an Facebook gehabt oder Telefon so wie. Aber das sagt in 1. Mose 42, Vers 1, Jakob hier dort in Ägypten Getreide zu haben wir. Und er sagt zu seinen Sehens, gut nur Ägypten und kauft Getreide für uns, dass wir wieder zu eten haben. Die Jungs gingen dahin, Tieren stark, die Bibel sagt nicht rot dort, aber Josef wir nicht da, und Benjamin, dort wir die Jüngste, der bleibt tüß, den hält ihn vor der Tüß ist. Dort wird einer, was viel regnen leid. Sie kommen dahin und dann kommen sie für Josef und dann sagt dort in Vers 7, und Josef kann seine Brüder, als er die sagt. Er kann die Fuß, aber der kann den Arm nicht. Sie wären Hebräer, sie wären, die wollten Bord drüben. Ägypter deiden nicht im Bord, der hat nicht im Bord. Josef wird aus einem beamter Mann, fein geschäft. Sie kannten am gar nicht. Und Josef redet auch nicht ihre Sprache. Er redet bloß durch den Dolmetscher durch ihn. Wobei, unser Titel rand auf. Er redet bloß durch den Dolmetscher und er redet hart durch ihn. Die sind Spionen, die kommen bloß das Land ausspionen, wo das leichste ist und so wieder. Aber no, sie wären noch nicht. Und früh, wenn sie aus seinem Vater haben, aus seiner Meier Breite haben, er wusste dort,
Aber er mögt es so, dass sie das sein deuten. Und dann seht er jemanden den Bruder bringen, nicht gerade mit dieser Welt, aber je kriegen nicht geträgt, wenn je nicht den Bruder Benjamin mit haben. Und dann können sie in Haus. Also die schwere alle wieder, wohl Jakob haben, sie sollen weiter gehen. Und dann seht es, wir können nicht anders, als wenn du Benjamin mitloten das. Und versaßen da, ich sagte, Jakob sagt, sie haben mir meine Kinder wahrgenommen. Josef ist nicht mehr hier, Simeon, und dort wie einer wird Josef hat durchgeholt im Gefängnis. Simeon ist nicht hier, und nu will die Benjamin auch noch nehmen. Aber er muss das loten. Er muss die loten, die mitnehmen, dass sie Futter kriegen. Und sie kamen, war dann nur Josef. Da werden ein Teil Dinge, was passieren, was wir mal nicht loten, aber dann sagt er in 45 Vers, dann kann Josef sich nicht mehr holen. Er hielt, und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, dein Bruder. Und ich weiß nicht, dass die Jungs, als sie das hier in den, vielleicht haben sie ein bisschen gekickt, da waren 1000 Gedanken an ihrem Kopf gegangen. Aber dort wir waren. Aber Josef behandelt ihn nicht, so sie ihn behandelt haben. Hey, wir seien ja gut zu ihnen, das ist ein Teil mehr, aber die Geschichte ist, das regt nicht zu dort alle. Aber das kann wir sein, was der Unterschied wäre. Abraham, der wir sehen, Tauge tun, Jakob, der mir einen Unterschied, und das gibt ihm schwere Folgen. Und ich glaube, das ist von der Tag noch in uns Leben so. Ich wollte gerade fragen, um abzukommen. Dort, wenn so passieren, dass wer ein Vater einen Unterschied merken, dort gibt es Schwerpunkte. Gott hat uns gewählt, dass wir sollen ein Feuer, ehe Gott der Welt den Grund legt, hat er uns bestimmt, Christus seine heilige, schuldlose Kinder zu sein. So dort ist, was Gott will haben. Wir sollen Leben haben, wir sollen unsere Kinder betreuen. Nummer 1 ist Gott, Nummer 2 ist unsere Familie, Nummer 3 ist allen. Das sollen wir ehren und das sollen wir leben. Wollen wir noch beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort und für so eine Geschichten, was wir in der Bibel lesen können, dass es eine Wahrheit und dass wir davon lernen können. Ich danke dir für jeder einen, der hier von dir gekommen ist und möchte das für jeder einen Sehen sein. In Jesus' Namen. Amen.